Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Star Wars Battlefront auf Pelzig. Ja, wir gehen jetzt heute mal durch mit Heldengefecht auf Tatooine. Und da ich in der letzten Episode bei dem normalen Kampf die Rebelle gewählt habe, nehme ich doch auf Tatooine jetzt einmal die Rebelle-Helden. Ich bin ja mal gespannt, wer dann dort zur Auswahl steht. Also sobald mir ein Noob zur Auswahl steht, werde ich den auf jeden Fall meiden. Lando Calrissian wäre ganz cool. Han Solo wäre auf jeden Fall auch ganz cool. Der ist eh mein Lieblingscharakter in Star Wars. Neva Vader. Den würde ich eigentlich ganz gern nehmen. Luke konnte ich nie großartig was abgewinnen. Ich fand eigentlich eher immer Han Solo wesentlich cooler. Ihr könnt doch natürlich in den Kommentaren auch sehr gern Bescheid geben, wie es bei euch ist, wen ihr eigentlich in Star Wars so am meisten mögt. Und naja, Kommentare zu meiner Schussfertigkeit oder zu meiner Spielfertigkeit sei wohl dahingestellt. Ich weiß selber, dass es ziemlicher Murks ist, was ich da mache. Von daher reden wir doch einfach mal lieber über Star Wars. Nein, hier ein Noob ist tatsächlich hier freischaltbar. Okay, Lando Calrissian natürlich, Chewbacca, ach sehr cool. Mächtiges Brüllen, immer so. Und Jyn Erso ist auch noch dabei, cool. Okay, aber diese Wookie-Sprache mit diesem das ist schon ziemlich, naja, grenzwertig, dass die Leute sowas verstehen können. Prinzessin Leia, Han Solo und Luke Skywalker, alles klar. Dann nehmen wir doch auf jeden Fall mal Han Solo, den mag ich doch. Den mag ich doch am liebsten, Neva Vader. Was tue ich nicht alles für die Prinzessin? Okay, du Söldner-Typ, dann mach mal. Okay, mit L1 rennt er stark, mit R1 kann ich anscheinend einen gezielten Schuss abgeben. War das etwa schon alles? Ups. Und der rennt aber ziemlich blöd durch die Gegend, muss ich sagen. Also wie er rumläuft, finde ich schon ziemlich Hampelmann-mäßig. Das gefällt mir jetzt nicht so gut. Er läuft ja schon echt rum wie der letzte Kasper. Nicht schlecht. Aber jetzt bin ich dran. Ja, und ich schieße da in die Bälle, du Mistvieh. So. Okay. Gut, da muss ich erstmal ausprobieren, was Han Solo alles Tolles kann. Han Mapuki. Jawohl. Und ich sammle sein Token-Ei. Bin doch mal so freundlich. Okay. Gut. Da hinten sind nochmal welche. Also natürlich sofort hier rennen. Aufwachen, Leute. So, nochmal ein paar abgeknallt. 6 Tokens sind gesichert. Das sind unsere Leute. Okay. Es fehlt einfach dieser obligatorische Wilhelm-Schrei, wenn ein Sturmtruppler stirbt. Ups. Okay, das zahle ich dir heim, Kumpel. Ist das sogar die Originalstimme von Harrison Ford, die hier spricht? Dann müsste ich jetzt noch ein paar Mal häufiger hören und dabei still sein. Damit ich auch höre, ob das wirklich die Originalstimme von Harrison Ford ist, die hier spricht. Da musst du schon früher aufstehen. Ja, das ist die Originalstimme von Harrison Ford. Sehr cool. Also die Original-Synchro-Stimmen, die er auch so standardmäßig hat. Das finde ich dann doch wiederum sehr cool. So leicht geht das nicht. So, gut. Okay, das läuft doch soweit ganz ordentlich. Na, relativ ordentlich. Hinten ist noch irgendwas. Upp. Halte mal den Gaul an. Mach das nicht nochmal. Naja, ich würde sagen, ich sollte das nicht nochmal machen. Ach ja. Aber nee, Han fand ich eigentlich immer ganz cool, weil das halt so ein Spitzbu war. Das war halt immer so ein Schmuggler-Typ. Der ist für mich alles, wofür Star Wars eigentlich steht. Star Wars ist für mich immer so Filmreihe gewesen, die halt eher so, oh, scheiße, Schocktruppler fertig gemacht war. Jetzt haben sie aber ordentlich abkassiert. Ja, Han Solo ist für mich einfach der Charakter, mit dem Star Wars steht und fällt. Weil der ist für mich alles Typische aus Star Wars. Der ist so ein Schmuggler, so ein Schmieriger. Und Star Wars ist für mich eigentlich immer so Filmreihe gewesen, die eigentlich eher so ein Science-Fiction-Western ist. Na, treffe ich den jetzt auch nochmal? Und Star Wars spielt für mich auch einfach immer in so schmierige Spelunke wie in der Cantina. Und Star Wars ist für mich auch eher etwas, was mit Schmuggler und mit dreckige Gegenden zu tun hat. Für mich eigentlich immer eher so ein Science-Fiction-Western gewesen.
Und deswegen ist Han Solo auch einfach der typische Charakter, der du natürlich sofort richtig gut reinpasst in die ganze Szenerie. Und dann identifiziere ich immer als erstes mit Star Wars eigentlich. Und dann natürlich Lord Vader als richtig geiler Gegenspieler. Ups. Also das finde ich wiederum ziemlich cool. So, da sind noch ein paar Sturmtruppler. Okay. Hol die Token, verdammt. So. Schnell die Token noch holen. Das merke ich mir, Kumpel. Vor allem Kumpel. Upsala. So. Und ich finde auch einfach, Han Solo trifft auch diesen Zeitgeist der 70er Jahre total als dieser coole Held. Für mich war eigentlich eher immer so Han der eigentliche Held und nicht Luke Skywalker. Luke Skywalker war für mich immer so ein bisschen mit dem konnte ich mich nie so wirklich identifizieren. Während Han Solo eigentlich echt ein ziemlich cooler Held war. So. Der immer die lockere Sprüche geraubt hat. So ein Terence Hill in eigentlich richtig cool. So. Hopp, 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 hopp. 5 Punkte hat das gegeben. Nur noch einer zum Sieg. Dann sind wir durch. Und wir haben gewonnen. Perfekt. So muss das doch laufen. Genau so, nicht anders. So, jetzt geht's mal zwischendrin für mich mal einen Schluck Wasser. Aber wie er hier animiert ist, wie er sich bewegt und so, finde ich eigentlich schon ziemlich Kasper-mäßig. Das gefällt mir jetzt allerdings nicht so gut. Aber er spielt sich doch recht gut, muss ich sagen. Ich probiere jetzt noch einmal mein Glück mit dem normalen Gefecht. Wenn ich da jetzt wieder so katastrophal abstink, dann werde ich in Zukunft nur noch die Heldengefechte spielen. So, wobei viel haben wir jetzt nicht mehr. Wir sind mit der Hälfte durch von den Gefechten. Von daher allzu viel haben wir jetzt nicht mehr zu erwarten. Es sind nur noch 2 normale Schlachter, ne? Ja. Es ist nur noch die Schlacht auf Endor und die Schlacht auf Salost. Von daher Endor, aller hopp. Probieren wir es mal. Und weil es halt Endor ist, nehme ich jetzt natürlich auch die Rebelle wieder. Das gehört sich einfach. Rebelle gewinnen jo auf Endor, von daher, das ist der Endsieg für die Rebelle-Allianz schlechthin. Wenn ich dort die Stormtrooper nehme, wäre doch schon etwas, naja. Ich versuche mich da natürlich auch irgendwie an die Storyline von Star Wars zu halten, von daher Tatooine assoziiere ich persönlich eigentlich auch mit Heimatort von Luke Skywalker etc. pp. Wüstenplanet, da gehört es eigentlich auch, dass man da eigentlich die Rebelle nimmt. Von daher, natürlich nehme ich hier. Ich nehme jetzt einfach mal diese Standardgedönse. Wookie haben wir hier noch. Zielschuss und... Ja komm, Wookie muss auch sein irgendwie. Blaster, ja komm, nehmen wir einfach mal. Ich probiere mein Glück und gucken wir mal, was passiert. So. Ich wollte gerade sagen, sind das jetzt hier die Sumpftrooper, die Grüne. Die sind nämlich auch ziemlich cool. So, gucken wir doch mal. Beweise deinen Wert für die Allianz, indem du möglichst viele imperiale Einheiten ausschaltest. Das sind auch imperiale Computer hier, ne? Okay, das findet hier also nicht im Urwald statt, sondern in einer Station hier, oder wie? Oder was? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Ah, draußen geht der Punk ab. Draußen ist Urwald und Rege. Da ist mal schnell einer gestorben. Ups. Ich fast genauso. So, und die Token von unserer Rebelle-Kumpels holen wir uns doch auch. Ah, raus geht's auch. Ja, cool. Also wie gesagt, so wenig ich die Evox mag, so cool wiederum finde ich dann auch die Gestaltung von Endor. Die gefällt mir doch extrem gut. Ey. Ey. So. Du Geht kannst doch. das Blatt noch wenden.
Ja, ich probiere es zumindest, das Blatt zu wenden. Das wäre ganz nett. Sehr gut. Aber die Musik, muss ich auch sagen, gefällt mir auch sehr gut. Die ist doch auch ziemlich cool. Ach, geh doch weg. Gretel hinter der Heck. So. Okay. Also generell musikalisch gefällt mir das alles sehr gut. Fürs Erste führen die imperialen Truppen. Ja. Weil ihr mich mal wieder als Commander habt. So. Eigentlich hätte ich ja wirklich, weil ihr immer die gegnerische Fraktion gegen mich gewinnt, hätte ich eigentlich doch das Imperium spielen sollen, damit die Rebelle hier gewinnen. Naja. Wieder so einer. Und wie sieht's so draußen aus? Das ist die Musik, wo es gegen den Todesstern geflogen wird, ne? Im ersten Teil. In Episode 4 dann. Power-Up, Orbitalangriff. Das dürfte doch die Musik sein, wenn mich nicht alles täuscht. Da habe ich nämlich zu deren Musik im Kopf. Bin fast da. So, Dilla. Also für einen Raumschiffkampf wäre die Musik sicher auch ziemlich episch gewesen. Ja, die kämpfen anscheinend immer nur in der Basis drin. Keine Sau kämpft hier draußen. Jetzt geht doch mal fort, Kumpel. So. Upsala. Einfach mal der ganze Haufe hier zusammengeballert. Ah, nicht verkehrt. So. Komm schon. Ach Gott, der Leid. Die Schnaufter war ganz schön schwer, die wir hier spielen. Naja, verwunderlich ist es nicht so, wie ich die da rumhetz. So. Ganz epischen, heldenhaft in der Rücke geschossen, genauso wie dem. Ups. Du, Gretel hinter der Heck. Gibt's dann das? So. Und allmählich holen wir auf. Und da rennt wieder einer von unserer Hansel rum. Die können anscheinend die Token nicht aufsammeln, hier die NSCs. Das muss wohl ich dann immer machen. Sind sie hier? Gewitter erleid. Siehst du hin und vorne nix. Ups. Was ist das eigentlich? Huch. Ja. Ja, das ist halt das, ne? Klasse. Super Sach, gut, dass irgendein anderer jetzt gerade doof war. Das soll ich doch nach wie vor das Ding hier nehmen, ne? Okay. Ja, nehme ich ja wieder mal einen Blaster. Mein getreuer, verrosteter Blaster, der sieht doch recht gut aus. Mit dem habe ich relativ ordentlich schießen können, ach. Nix. Okay. Irgendwie habe ich auf Endo das Gefühl, ich verpasse jegliche imperiale Sturmtruppenbewegung und kann nie an deiner eigentlichen Hauptgefechte hier teilnehmen, während ich auf deiner anderen Karte ständig im Gebiet war, wo was abging. Was macht dann hier? So. Weiter so. Weiter so. Natürlich. Ah, der da. DLT-19 Gegner. Okay. Das ist aber wahrscheinlich mal Waffe, ne? Okay, sieht soweit aber ganz ordentlich aus. Wir sind mal wieder in Führung seit Ewigkeiten. Aber man sollte Tag nicht vorm Abend lover. So. Okay. Immer noch etwas in Führung. Upp. Und da hinten kommt auch noch was, ne? Ja. Ah, das ist anscheinend die imperiale Basis hier. Okay, zu denen können wir also auch stürmen. Wieder was gelernt. ZC, ziemlich cool. Na, das ist jetzt weniger ziemlich cool, dass ich von so einem Schocktruppler niedergemacht worden bin. Aber... Gehen wir doch mal hier. Das ist doch ein ziemlich großes Gebiet, muss ich sagen. Hätte ich nicht erwartet. Feind erfasst dich. Ja, hat mich höchstwahrscheinlich ja getroffen. So. Hier sind noch welche. 5 Punkte geborgen. Das waren die, von denen ich
selber anscheinend Falle gelost habe. Schnell die imperiale Token holen wir uns auch noch. Puh. Ah, da ist auch noch was. Ach du liebe Zeit, ach du liebst Herr Gettel. Da haben wir auch noch was. So, also rein in die imperiale Basis. Gucken wir doch mal, was hier abgeht. Dann. Ah, hier ist noch was. Leider kein Heilboost oder ähnliches. Machen wir das halt selber. Okay, das sind Knetköpfe von uns. Und jetzt müssen wir wieder warten. Wahrscheinlich komme ich jetzt genau wieder ins Gefecht rein. Könnte ich fast drauf wetten. Oh Mann. Musik ist wieder episch wie Zau, während ich hier episch wie Zau abstink. Komm schon! Wo seid ihr? Sturmtruppler! Oh Mann. Nein! Vom Feind erfassen. Upsala. Ist nie gut. So, geht doch. Oh, da kann ich dann anscheinend nicht schießen in der Zwischenzeit, während ich da kräftig mein Schild habe. Ja, das waren jetzt auch ziemlich gute Tokens hier, die ich abgekriegt habe. So, dann habe ich auch noch in den Rücken geschossen, ganz heldenhaft. 5 Punkte war er wert. Ja, bisher sieht es doch relativ gut aus für mich. Ich muss anscheinend nur in die Drogen aussprechen. Wenn ich jetzt nochmal abstink, dann gibt es für mich keine normale Gefechte mehr. Ne, die Karte scheint mal doch etwas mehr zu liegen. Und das, obwohl ich eigentlich echt hundsmiserabel in Ego-Shooter bin. Wie gesagt, früher war das schon bei Counter-Strike und so der Fall. Ich habe sowas nie gern gespielt, weil ich doch hundsmiserabel drin war. So war mal immer so Fantasy-Rolle-Spiele früher eigentlich echt eher am Herz gelecker. Muss ich sagen, ganz am Anfang habe ich eigentlich durch Baldur's Gate 2 und so eher meine Liebe zu Fantasy-Rolle-Spiele entwickelt. Die habe ich damals sehr stark gesuchtet. Huch, bin ich nochmal auf so Währungsobjekt gestoßen, auf vor lauter Dusel. Hey, hey! Von einem stinknormalen Sturmtruppler besiegt. Das ist jetzt etwas bitter gewesen. Aber babble und gleichzeitig konzentriere und schieße, das ist mal wieder so Sache, ne? Feind erfasst dich. Autsch! Natürlich trifft er auch. Ist doch logisch. Und natürlich erschießt er mich jetzt auch nochmal. Selbstverständlich. Ach du liebe Zeit, bin ich eine Gurke. Ich ermögliche noch im Imperium das Sieg. Ich sehe es noch, guck mal. Okay, komm schon. Okay, da ist noch was. Das ist unsers. 2 Punkte geborgen. Ey, irgendeiner schießt mal in der Rücke. Ah, das waren wahrscheinlich die Knabe hier. Okay. Gut, wieder einer weniger. Oh, da hinten tobt auch noch eine Luftkampfschlacht. Hier um den Radar außenpost. Das ist sehr cool. Sehr cool. Okay, ich sollte mich weniger von sowas ablenken lassen. Und mich tatsächlich eher auf die Feinde konzentriere. Na egal, kommt denn... Oh, das Token wollte ich mir jetzt eigentlich noch holen. Verdammt nochmal. Komm schon. Okay. Einmal bald. Oh, Schäde Nebel geschossen. Okay. Weiter hier Tokensammler. Autsch. Autschen. Au. So, jetzt holen wir uns noch unser Schild. Dann holen wir uns doch hier das imperiale Token. Na, gucken wir, dass wir das irgendwie noch gebacken kriegen zum Schluss. 86 zu 66 steht's. Ja, 88 zu 66. Ach, Heilung ist auch wieder aktiv. Ah, okay. Das wurde schon gemacht. Ui. Kopfschuss sogar. Okay, holen wir uns jetzt auch nochmal. Ah, nimm mich viel. Nimm mich viel. Die Token müssten reicher. Jawoll. Alter Falter. Das war nochmal Schwein gehabt, ne? Tatsächlich nur gewonnen. Jetzt sehe ich aber endlich die Siegesanimation hier für uns.
Sehr gut. Okay. Ich habe die Geschichte nicht umgeschrieben. Die Rebellen haben tatsächlich gewonnen. Oh, nur 4 Kopfschüsse. Nicht so gut. Da gehen wir mal zurück und machen doch nochmal hier Luke Skywalker als Held für die Rebellenallianz bei dem Heldengefecht hier von Endor. Das passt ja von der Geschichte danach wieder recht gut. Ich hoffe, dass ich danach das Heldengefecht wenigstens gewinnen kann. Schauen wir doch mal, was das für uns parat hält. Ach ja. So. Hier. Genau da gehen wir jetzt wieder rein. Und dann haben wir ja nur noch 2 für morgen übrig. So, gerade mal gucken. Als nächstes kommt dann Überleben dran. Ja, da haben wir da auch noch ein paar Missionen. Da können wir uns dann definitiv noch ein bisschen austöben. Können wir uns dann definitiv noch austoben. So, Heldengefecht auf Endor. Auf normal. Ach Gott, hier der wiechte Imbiss, wie er guckt mit seinem Blitzhanderich. Meine Fresse. Der hat aber auch schon ewig keinen Zahnarzt mehr aufgesucht. Also wenn ich so stinkereich wie der Imbiss hier wäre, dann hätte ich mal definitiv doch mal einen Privatzahnarzt leisten. Oder zumindest ein gutes Gebiss. Ich meine, der Kerl ist über 80. Wenn das noch so Originalzähne sind, dann herzlichen Glückwunsch. Lieber die Zähne raus und ein gescheites Gebisseis setzen lassen. Meine Fresse. Okay. Aber ich glaube, Zahnhygiene ist eher so das geringste Problem von dem. Wenn man alles voraussehen kann, angeblich, dann sollte man vielleicht auch mal den nächsten Zahnarzttermin voraussehen können. Aber so what? Wir nehmen als nächstes Luke Skywalker jetzt mal. Machtschub, schwerer Schlag und Schwertsturm kann er. Jedi, laufe schneller durch Kills oder Heldenschaden. Und er hat noch Halunkenwut gehabt, höherer Schaden und größere Reichweite von Han Solos DL44 mit Kills oder Heldenschaden. Okay. Gut, dann stürzen wir uns auch mal mit Luke Skywalker hier direkt ins Gefecht mit seinem schönen Jedi-Strampler. Und ich glaube, der hat auch seine Original-Synchro-Stimme. Na dann möge die Macht mit uns sein, dass es gerade so kracht. Gott, der rennt aber ganz schön fix. So. Och Gott. So ist normaler Schlag. Ja, normale Schläge sind schon ziemlich heftig hier. Ah, da kann er noch sowas machen. Und da kann er den Machtschub machen. Sehr cool. Okay. Und da kann er auch dieses coole Schild machen. Kann auch einen Machtsprung. Sieht so aus, ja. Na dann. Gut, dann kriegen wir es so hier. Okay. Ah ja, okay, gut. Gut, von da kommen die Sturmtruppler. Sieht zumindest so aus, ne? Ah ja, da kommen sie noch. Sehr gut. Gut gemacht, Luke. Und? Okay, da war noch ein Stormtrooper und da haben wir noch was. So. Mit seiner mechanischen Hand hier. Komm schon. Liegt wohl in der Familie Skywalker, dass man sich immer so ein bisschen verkrüppelt und immer so ein bisschen Mechanik an dem Draht hängt. Na, nix? Nö. Ah, da hopp. Dann gehen wir halt so in den Kampf rein. Okay, weiter geht's. Und. Hoppala. Ja, Skywalker ist halt so eine kleine Kampfsau. Der kann das. Was war das? Das war so ein Wirbel, genau. Da muss ich aber relativ nah dran sein. Ja, da ist noch was. Irgendwas Lustiges ist hier noch. Gehen wir doch mal durch hier. Ich kann nicht gewinnen, als ob. So. Ich mache euch gerade ziemlich Feuer unterm Hinterher. Von daher, ich glaube eher, dass ich doch schon besser gewinnen kann, ne? Ah, Gesundheitsupgrade. Ja, das hat sich doch gelohnt. Hier war noch irgendwas mit Feuer. Ah, das sind noch ein paar Hansel. Ja, das war doch recht gut hier. Das war doch ziemlich gut. Ja, Luke Skywalker ist doch ziemlich ordentlich zu Lenker. Mit dem macht es auch schon ziemlich Spaß. So, da gehen wir nochmal hier rein. Und kümmern uns da noch um ein Gesundheitsupgrade. Das sehe ich nämlich ends. Wenn ich hier jetzt reinkäme, wäre noch irgendwie recht knorker. So. Genau hier. So. Und jetzt mal hier wieder rein. Ja, durchaus.
Und das, obwohl Obi-Wan zu dem Zeitpunkt doch schon ziemlich olden Sack war. Aber ich finde der alte Obi-Wan eigentlich auch cooler als der junge Obi-Wan. Wobei ich finde, dass der Schauspieler das doch schon relativ gut gemacht hat. In der neuen Star Wars. So. Ewan McGregor hieß der, glaube ich, ne? Der hat das schon recht gut gemacht. Also Obi-Wan war jetzt nicht gerade der Charakter, der am beschissensten war in der neuen Star Wars. Aber trotzdem, der alte Obi-Wan finde ich einfach klassisch. Den finde ich wesentlich cooler. So. Und. Ups. So machen wir das. Ich würde eigentlich ganz gerne meinen Machtschub noch irgendwie verwenden wollen. So, der flitzt doch wie Sau. Der Herr Skywalker hier. Der Herr Himmelsläufer. Und da können wir uns auch noch das Heilungspaket hier holen. Hier ist anscheinend eh kein Schwein unterwegs. So, das gefällt mir noch ganz gut hier mit dem Gesundheitspickup. Es sind irgendwo noch Tokens, die da rumliegen. Ne. Anscheinend nicht. Oh, wow, 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 wow. Jetzt bin ich aber voll hier drin gelandet. Oh, der Machtschub reicht schon aus, um die zu killen. Feind erfasst dich. Ja, hoffen wir es noch nicht. Alter Falter. Alter Falter, Luke. Upp. Wow, 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 wow. So, gut, gut. Das lief doch relativ ordentlich. Jetzt bräuchte ich nur noch eine Station zum Heiler. Ja, da drüber haben wir was. Sehr gut. Ja, das lag doch richtig gut hier. Gut, der wollte mich erfassen, der Mistkerl hier. Jawohl, immer doch. Oh, die Macht schützt aber gerade mit deinem Rücken, Kumpel. Dodo für die Rebeller. So, gut. Wow. Okay, das sollten wir uns auch nochmal unbedingt heilen. Sieht so aus, als kämen wir hier mit M-Leve davor. Oh, das war jetzt etwas doof, aber immerhin hat es noch ein anderer erwischt. Ich weiß nicht, ob meins dann erwischt hat oder einer von meiner Kollege hier, aber ich glaube eher der Kollege war es. So, dann holen wir uns auch noch. So, komm schon. Ja, das sind kurz vor knappig. Das dürfte das relativ bald gewesen sein. Mit Denner müsste es eigentlich gewesen sein dann. So, das war's. Gewonnen. Na perfekt, das sind jetzt doch die Rebelle ziemlich ordentlich für sich entschieden hier den Kampf. Und das Main-Theme von Star Wars natürlich jetzt so. Alter Falter, das sieht ja wahr aus, als hätte er ziemlich die Maske auf der Phrase hier, der Luke. Okay. Dann gehen wir hier wieder raus. Gepackt haben wir's, jo. Und ich jetzt sage, ihr liebe Leute, das war's mal wieder für heute mit Let's Play Star Wars Battlefront auf Pelzig. Und wir sehen uns morgen dann zu der letzten Schlacht auf Sallust. Da machen wir dann die normale Schlacht mit der Rebelle oder mit dem Imperium. Ich nenne mal eher das Imperium. Und ansonsten das Heldengefecht noch. Wir sehen uns morgen dann dazu wieder. Also machen's gut und bis morgen. Ayan Yankee.